Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy Silver auf Pelzig, wo wir hier im Gold Saucer Gefängnis sind. Die Typen lügen nur, alles Lüge, nicht einer von denen sagt die Wahrheit. Brauchst nur ein bisschen mit denen zu retten und schon hast du genug gefunden. Okay. Hier ist es wie im Himmel, hier ist es wie im Himmel, hier ist es wie im Himmel. Einer mit einem Gewehr am Arm? Nie gehört, nie gehört, nie gehört. Du willst den Boss sehen? Geh in Richtung Südwesten, da triffst ihn, da triffst ihn, da triffst ihn. Bist du erstmal in der Wüste, bleib stehen und geh nicht weiter. Ne, ne. Du wirst nie die rätselhafte Schokobo-Kutsche sehen, niemals, nie, nie. Hier ist es wie im Himmel, okay, alles klar. Südwesten haben sie gesagt, aber dann dürfen wir nicht klar war. Der Lift bringt dich doch runter, aber du musst dich erst als Schokobo-Chori beweisen. Okay, wir probieren trotzdem uns Südwesten aus. Ach, wenn die Liege Secher hier was anderes behaupten. Oder gerade das behaupten. Oh je, der immer wieder. Immer wieder die Viecher hier. Ich mache jetzt mal Beschwörung hier auf euch alle. Und ja, da kommt wieder die gewohnte Beschwörung für Gegner. Das zieht schon ordentlich was ab, aber bringt sie nicht alle um. Das ist ja auch die schwächste Beschwörung, muss man dazu sagen. Oh, da hat 340 Gil geklaut. Und die haben wir wieder zurückkriegt. Sehr, sehr gut. So lobe ich mal das Ganze doch. Und Cloud hat sogar noch Gewitter, sein Materia, abgelevelt und hat Level 19 erreicht. Sehr schön. Jetzt gucken wir doch mal da rein. Und er kann jetzt Blitz 2 wirken. Das kostet mich dann... Ja, das kostet mich 4 MP und das kostet mich 22 MP. Da gucken wir mal in die Materia-Reihe. Gewitter hat wirklich seit 2000 an AP gekriegt und braucht jetzt fast 16.000. Also das ist schon gewaltig. Kälte haben wir auch bald erreicht. Und Genesung, das braucht noch ein bisschen. Alle haben wir auch bald. Die Feintechnik ist auch in dem Fall egal. Tja, die andere Materie haben leider die gute Materie haben leider Barret und Red. Das ist jetzt halt das Problem. Was sagst du da? Willst du am Schokobo-Rennen teilnehmen? Na klar, bin ich dabei. Hol das okay vom Boss in der Region. Wer ist denn der Boss? Du willst nicht mal das? Oh Mann. Da komme ich in eine Hausreihe. Und der Barret kommt. Hab ich nicht gesagt, ihr sollt nicht hinterherkommen? Oh, oh. Halt, hör wozu? Wir wollen wieder retten. Du wirst kapieren, wenn du uns ausretten lässt. Und er schießt. Und es hat irgendeinen Hansel da hinterm Sofa erwischt. Ich wollte nicht, dass jemand von euch mit Nei gezogen wird. Jetzt sind wir wieder alle beisammen. Das ist ja mal wieder typisch Wolke. Es ist zu gefährlich, bla bla bla. Und jetzt stecken wir alle schon mit drin. Wir haben dich gesehen und haben uns beeilt. Und sind herbeigeeilt, Barret. Erzähl uns doch einfach, was hier abgeht. Ey, Leitz. Ich hab gehört, dass ein Mann mit dem Gewehrarm für die Morde in der Kampfarena verantwortlich sei. Warst du das? Du ist noch ein anderer Kerl, der mit Gewehr in der Arm implantiert worden ist. Das ist 4 Jahre her. Ich erinnere mich, ich war auf dem Weg heim vom Reaktor, der im Bau war. Barret, dein, komm schnell, das Dorf wird angegriffen. Es sind alle Lean-Soldaten. Was? Und da sehen sie das Dorf brennen. Was zum Henker ist denn passiert? Ey, Barret, es ist noch nicht vorbei. Die warten alle, geh mal zurück ins Dorf.
Barrett, dein Schützensdorf. Oh, alter Mann. Wow. Komm, Barrett, wir müssen uns beeilen. Barrett, du bleibst hier. Wenn du so siehst, kannst du den ganzen Tag schießen und nie treffen. Halt die Gusch. Er nur rumzuspielen. Pass auf. Nein, halt aus. Hör zu, du gehst zurück zum Dorf, herrscht. Ja, ich lass nicht los. Du kommst zurück, alle warten auf dich. Eleanor und Marlene, alle warten auf uns. Ja, da hat's wohl seinen Arm erwischt. Seitdem konnte ich den rechten Arm nicht mehr benutzen. Ich war eine Weile deprimiert. Aber dann habe ich meinen künstlichen Arm weggenommen und mir Gewehr einsetzen lassen. Hab einen neuen Arm, um Rache an der Annelien nehmen zu können, die mal alles weggenommen haben. Sellemals hat der Arzt gesagt, dass noch ein Mann dieselbe OP-Karte hat wie ich. Aber bei ihm war es der linke Arm. Aber der Dein hat die gleiche Verletzung wie du, oder? Ja, das stimmt. Ihn hat die Annelien auch betrogen. Er kämpft bestimmt mit uns gegen die Annelien. Gegen die Annelien. Wird mich nicht drauf verlassen und muss mich beim Dein entschuldigen, bevor ich für ihn Friede Ruhe kann. Und deshalb muss ich allein gehen. Mach was willst. Ist es das, was du hören willst? Ich kann dich nicht allein lassen. Falls du wegen mir stirbst, krieg ich Albträume. Barrett, es ist nicht das Ende. Wolltest du nicht den Planet retten? Je tiefer. Das sollst du doch inzwischen wissen. Mir geht's auch nicht anders. Das ist einfacher zu verstehen. Klingt noch dir, Barrett. Also, so sieht's aus, Barrett. Schätze, es wären Barrett, ich und der Red. Sehr schön. Die Sterne stehen günstig, alles im grünen Bereich. Nee. Sei vorsichtig. Nee. Ob der Dein zu uns kommt? Nee. Ich habe jetzt wieder mein Team. Da bin ich sehr froh drum, um ehrlich zu sein. Okay, jetzt kann ich wenigstens so wieder normal kämpfen mit meiner Buwe. Der braucht auch noch ein bisschen, bis er da nächstes Level erreicht. Selber hier 8. Okay, Hitze wird bei ihm das nächste. Barrett braucht auch noch ein bisschen Verhitze. Ja, wohl eher im Cloud sei Materia, die das nächste Mal wieder aufgelevelt wird. Da haben wir noch ein Bar. Naja, dann schmeiße Hund. Ja, so ist das hier. Okay, ich kaufe mal nur vorsichtshalber ein Zelt. Und raus hier. Das ist halt so eine Sache, wenn man kein Hotel hier in der Nähe hat, dann hat man ja nur die Speicherpunkte, an denen man sich da ausruhen kann, um sich wieder vollständig zu regenerieren. Aber da sollte ich mal hingehen. Wenn wir an den Gegner vorbeigelost werden und es sind wieder die Gesichter und die Banditen. Okay, Red, kümmere dich um den Knabe da hinten. Und ich will die Diebe da weghaben. 340 Kilo hat er wieder geklaut, der Sausack. Okay, ich will die Diebe erstmal weghaben. Zack. Das andere Vieh, das kann ja schaffen, was es will. Aber ich will nicht beklaut werden. Das ist immer hässliche Sache. So, und das kümmern wir uns jetzt. Um das Gesicht. Oh, Barrett machen fertig. Jawohl, saugut. Da, da, ba, da. Und Kälte hat er Level abgekriegt. Sehr, sehr gut. Siehst du, da können wir jetzt Eis 2 verwenden. Das kostet 822 MP. Ist aber ein etwas stärkerer Zauber. Was sagst du da? Bodyguard, du sagst nix, du sagst da nix. Na hier, da macht er Aufwartung beim Mr. Coates. Okay, das scheint wohl der Chef jetzt so sein. Dich kenn ich nicht, willst du ruf?
Klar will ich Ruf. Glaub nicht, dass du verstehst, was hier unten abgeht. Das ist die Müllhalde vom Gold Saucer. Die machen euch alle zu Schrott. Die einzige Möglichkeit, wieder raufzukommen, ist, das Schokobo-Rennen zu gewinnen. Es ist nicht so einfach, wie ihr denken. Klar, wenn du die Erlaubnis vom Boss hättest, aber die kriegst du nie. Okay. Ja, bla bla bla, das kennen wir schon. Da ist jetzt halt die Frage, wer hier der Boss ist. Mr. Coates scheint es ja wohl nett zu sein. Ich mag jetzt erstmal die Zufallskämpfe hier ausschalten. Ach, wenn wir jetzt unsere alte Truppe haben, ist das super toll. Aber in einer Gegend, wo ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, finde ich es immer etwas ätzend, wenn wir dann die ganze Zeit von Gegnern attackiert werden. Vielleicht müssen wir tatsächlich auch da entlang. Wenn wir hier schon die Cutscene gehabt haben, die wichtig ist, kann es ja auch sein, dass wir da nehmen. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir nur hier lang. Die ich jetzt auch muss sagen, mir speichern an der Stelle noch einmal. Und yep. Sehr gut. Jetzt sind wir wenigstens wieder in unserer alte Crew. Und da kommen wir, wie gesagt, nicht hoch. Da geht es nur auf, wenn wir das Schokobo rennen, genau, wenn wir das gewinnen. Doch rechts kommen wir nicht lang. Und hier kommen wir auch nicht durch die der oder so. Und hat der vielleicht noch was zu sagen? Der hat auch nicht, den können wir nicht mal ansprechen. Nee. Alles so Halunke hier, die da vom Gold Saucer rausgeworfen worden sind. Das finde ich schon ziemlich hart, wenn so ein Vergnügungspark schon über sowas verfügt. Was die da ausgefressen haben müssen, die Leute. Okay, den hatten wir auch schon. Okay, der wünscht mal langes Leben. Wenn ich hier bleiben mag und da komme ich auch nicht durch. Da komme ich nicht durch. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Okay. Und wie sieht's aus? Der sagt wieder nur dasselbe. Bla bla. Komme ich da links durch vielleicht? Nee. Ja, ich meine, das ist natürlich so richtig geiles Leben, hier im limonegrünen A-Zug zu sitzen, im ehemaligen Shinra-Truck und sich... Shinra, ja. Im ehemaligen Shinra-Truck und sich dann hier wieder Overgosha aufzuführen. Das macht dich natürlich hier absolut zum Boss. Na gut, zum Chef müssen wir. Die haben Südweste gesagt, die Kerle, und die sagen ja nie die Wahrheit. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir genau ins Gegenteil Richtung Nordosten laufen. Dann kommen wir wieder dort hier. Ich laufe jetzt einfach mal in die entgegengesetzte Richtung, wo die gesagt haben. Und ja, der Kerl liegt schon tot am Boden. Auf den wurde auch geschossen. Mhm. Das heißt, wir müssen in die Wüste. Was ist mit dir da? Mann, der Boss war halt echt nicht gut drauf. Oder war es einer von seinen besseren Tagen? Oh, nett. Es scheint sich zu verdichten, dass der Boss hier dein ist. Und kaum schalte ich die Zufallskämpfe wieder ein, landet man natürlich auch prompt wieder in M. Oh, was haben wir dann hier? Bullmotor. Oh. Feintechnik Matra-Zauber erlernt. Das verwendet man doch auch gleich mal. Das geht nämlich auf alle. Sehr schön. Und? Bringt's was? Oh, es zieht doch schon recht viel ab. Nicht verkehrt. Aber ich glaube, wir sollten mal alle heilen. Und der Barrett, der macht erstmal Feuer auf die Leute. Und der Red, der macht auch erstmal Feuer. Ja, das ist echt nett, gerade von schlechten Eltern, das Ding. Macht vor allem richtig gut Schade. Und den wenden wir gleich noch einmal an den Matra-Zauber.
Tja, das ist zumindest mal Feintechnik, die ich habe lernen können, muss ich sagen. Wie schaut's aus? Ja, okay, das hat alle vernichtet. Ja, nicht schlecht und kostet M8 nur 8 MP. Klingenstrahl habe ich erhalten. Okay, was ist der Klingenstrahl? Das ist hier die Next. Aber dann opfern wir unser Teil und gehen dafür in die Limitstufe 2. An der ich auch sage, wichtig wäre auch, dass wir alle nochmal heilen. Weil wenn wir beim Boss ankommen, wird es auch nicht gerade einfach. Das kann ich schon versprechen. Dein, bist du's? Der ist der Boss hier vom Wüstengefängnis. Die Stimme habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Stimme, die ich nie vergessen kann. Ich hab immer gehofft, dich irgendwann wiederzusehen. Ich hab gewusst, dass du noch lebst. Wir sind beide operiert worden. Herr Moldain, Was ist das? Ich höre ihre Stimme. Hä? Ich höre ihre Stimme, Eleonors Stimme. Sie fleht mich an, dich nicht ganz zu hassen. Darum bin ich dir nie nachgejagt. Ich weiß, dass ich blöd war. Ich will dich ja nicht um Verzeihung bitten. Aber was machst denn du hier? Warum willst du denn die umbringen, die nicht mal was damit zu tun haben? Warum? Warum? Das ist dir doch egal. Denkst du, die Tote verstehen warum? Wenn's die Leute von Corell verstehen, nur weil sie die Annelien ausretten hören? Die Gründe sind mir egal. Die geben uns einfach nur Artillerie und lahme Ausretter. Übrigens bleibt die Welt voller Übrig bleibt die Welt voller Verzweiflung und Leere. Wenn ich immer noch höre, warum? Okay, ich werde das sagen. Weil ich alles vernichten will. Die Menschen hier. Die Stadt selber. Die ganze Welt. Ich hab nix mehr in der Welt. Corell, Eleonor, Marleen. Nein, die Marleen, die lebt noch. Hä? Ich war noch einmal in der Stadt. Ich hab gedacht, die wird bestimmt sterben. Deshalb wollte ich bis zum Ende Bayern sein. Da habe ich sie gefunden. Ich habe die Marleen gefunden. Sie sind mitgegangen. Komm, wir gehen gemeinsam zu nah, okay? Sie lebt also noch. Okay, Barrett, das heißt also, wir müssen gegeneinander kämpfen. Was? Die Eleanor ist ganz allein. Ich muss die Marleen zu ihr bringen. Dein, bist du verrückt? Die Marleen will doch ihre Mama sehen, oder? Horche mal dein, ich darf jetzt noch nicht sterben. Was du nicht sagst. Naja, mein Leben ist seit damals vorbei. Ja, ich will nicht gegen dich kämpfen. Barrett, Volk, du hältst dich doch verdammt noch einmal raus. Das ist mein Problem. Und jetzt haben wir den Bosskampf von Barrett gegen Dein. So. Dann gucken wir mal, wie wir den noch platt kriegen, den gute Junge. Leicht ist er definitiv nicht. Und zack. Ja, das ist nicht so gut. Bloß sind die normalen Angriffe wahrscheinlich besser. Okay. Ja, die normalen Angriffe sind tatsächlich besser. Wenn jetzt nochmal die Pistole einsetzt, dann bin ich schon ziemlich geschwächt. Und ich sollte dringend einen Heiltrank nehmen. Der gibt nämlich wieder 500 Leben zurück. Dann kann ich ihn jetzt auch wieder so attackieren. Und wieder ein bisschen mehr Schade reißen. Ich finde es irgendwie komisch, wenn man sich das so rundebasiert vorstellt, dass die Kerle da so gegenüberstehen und sich die ganze Zeit selber abschießen. Aber eigentlich müsste man das ja als dynamischer Feuerkampf sehen, dass die in Deckung gehen und nacheinander schießen, dann immer mal wieder Schade abkriegen und dann wieder aufeinander schießen und so weiter. Aber rundebasiert ist es irgendwie etwas witzlos und erinnert so an kolonialzeitliche Kämpfe, wo die
Parteien jeweils immer gegeneinander gestanden haben und sich immer nur beschossen haben. Okay. Er macht noch einen Molotow-Cocktail, der trotzdem sehr komisch aussieht. Ah. Und er ist platt. 600 Erfahrungspunkte und 55 AP gibt's und ein Silberarmband. Zurück. Es war nicht nur mein Arm, Selemols. Ich hab Selemols was Unersetzliches verloren. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Mensch, Stein, ich weiß auch nicht. Kann man das nicht anders lesen? Ich habe da schon mal gesagt, ich will alles zerstören. Alles. Die verrückte Welt, sogar mich selber. Und was ist mit der Marlene? Was soll mit der werden? Denk mal noch, Barrett. Wie alt war die Marlene früher? Ach, wenn ich jetzt zu ihr gehe, wird sie mich nie erkennen. Und außerdem, Barrett, die Hände hier sind ein bisschen zu schmutzig, um die Marlene noch tragen zu können. Barrett. Gib Marlene den Anhänger, er hat der Eleanor gehört, der denke an meine Frau. Okay. Boah, Marlene ist schon 4. Barrett, bring Marlene niemals zum Weiner. Dein. Sorry, ich kann nicht so laut kreischen, sonst ist es nur noch total verzerrt, deswegen muss es irgendwie gedämpft gehen. Wir sind beide gleich. Meine Hände sind auch nicht Zauberer. Ich kann die Marlene dann auch nicht tragen. Ah. Da hat mal ein bisschen die Stimme versagt, Entschuldigung. Okay, jetzt gehen wir zu dem Kerl zurück. Was ist? Ich will noch runter. Wie gesagt, du brauchst die Erlaubnis vom Boss. Du musst Chocobo-Rennen gewinnen. Dein hat sein Gründer und kann nicht retten. Stattdessen habe ich das hier gekriegt. Ja, Ich will noch runter. Gut, hast du deinen umgebracht? Du musst gewesen sein, sonst hättest du das Ding nicht. Also der Dein ist tot. Vielleicht geht's dann hier ein bisschen ruhiger zu. Dein war es egal, wer die Leute waren. Ein Dreck wärst du. Gut, ich meine, ich weiß nichts, Entschuldigung. Bringst du uns dann hier raus? Hä? Oh Mann, ihr rafft's wohl nicht. Ich habe euch da gesagt, es gibt eine Chance hier rauszukommen. Man muss ein Schokobo-Rennen gewinnen, was aber in Gold Saucer veranstaltet wird. Und es kann nur ein Teilnehmer auf einmal raufgehen. Was? Nee, echt, ach, wenn mich betruscht. Und das sind halt die Regeln, du kannst da nicht ändern. Sonst wird das ganze System hier zusammenbrechen, das kann ich nicht verantworten. Okay, ich lass einer raufgehen, dann muss er es mit dem Dio aufnehmen. Alles klar. Volk, geh du. Wir warten hier unten. Beeil dich, gewinn Schokobo-Renner und hol uns hier raus. Ja, Volk, sollst was suchen. Du zuckt da wieder die Achsel, du kennt da nix. Bist du soweit? Jetzt brauchst du nur noch einen Trainer, der dich anmeldet und dir einen Schokobo besorgt. Hallo allerseits, ich hab grad mitgekehrt. Esther? Achso, Entschuldigung. Hallo allerseits, ich hab grad mitgekehrt. Ich werde dein Trainer. Na, ich hab nichts dagegen, aber... Das ist echt da. Sie sieht ein bisschen komisch aus, aber es gibt keinen besseren Trainer fürs Rennen. Du, dazu sag ich jetzt mal nix. Naja. Hallo, wie geht's, Volk? Alles klar, Volk. Ich schick dich mit dem Lift drauf. Esther erklären die Details. Also das ist passiert. Ich war persönlich mit dem Dio retten. Konzentrier du dich nur aufs Rennen. Ach ja, um nochmal auf die andere Frucht zurückzukommen, es gibt verschiedene Typen von Schokobo-Jockeys. Es ist nicht nur für Kriminelle. Manche Leute geht's um Berühmtheit, andere ums Geld und andere nur um die Ehre. Und dann gibt's auch Leute wie dich. Oh ja, ich bring dir bei, wie man auf dem Schokobo reitet. Ja gut. Zuerst die Touchpad-Taste drücken, um Auto oder manuell wählen.
Anders gesagt, entweder zügelst du oder Schokobo oder lässt ihn alle rennen. Aber es ist ziemlich schwer, den Schokobo zu lenken, wie du willst. Wenn ich der Schokobo nicht mag, gehorcht er da nicht. Du kannst gar nichts machen. Aber die meisten Schokobos, die ich jetzt zur Verfügung stelle, sind zahm und du möchtest mit ihnen umgehen können. Wenn du reitst, drück Viereck zum Beschleunigen und X, um langsamer zu reiten. Wenn du schneller reitst, als der Schokobo verkraften kann, dann verliert er ganz schnell seine Ausdauer. Verwende die Richtungstaste, um den Schokobo noch links und rechts zu bewegen und Kreis von Geschwindigkeitsschub. Aber natürlich geht es auch um die Kondition von schneller zur Neige. Es gibt ein paar griesgrämige Schokobos, die sich übernehmen und sehr schnell ihre Ausdauer verlieren. Für solche Schokobos sollst du die Steuerung auf manuell schalten und sie bremsen. Schließlich noch ein Ratschlag für Eilige: Sobald der erste oder zweite Schokobo die Ziellinie überquert hat, drück sofort die Option, um das Rennen zu beenden. Okay. Und ich stehe jetzt sagen, nachdem uns die Jockeys schon so angucken, machen wir das beim nächsten Mal. Bis morgen, ihr liebe Leute, euer Yankee.